Mit der können wir bestimmt noch mal was anfangen. Gut, jetzt sind wir im Saloon. Da haben wir einen Falschspieler. Gegen den hier spielen? Oha. Hallo. Was spielen Sie? Poker, verdeckt oder offen, Mindesteinsatz $20. Ach, ich lasse es lieber. Ich verstehe nichts vom Pokern. Wenn Sie möchten, können wir mal Mühle spielen. Bitte, wenn Sie nicht spielen möchten, lassen Sie mich in Ruhe, verstanden? Ist ja schon gut. Sie haben vielleicht schlechte Laune. Arbeiten Sie für das Sozialamt? Das Ding ist voll. Wie meinen? Ich soll was? Okay, da haben wir den Waffenhändler, da ist der Kavallerist. Ich guck ja schon, aber ich sehe nichts Außergewöhnliches. Wer sind Sie und was tun Sie in dieser Gegend? Viele Möglichkeiten gibt es hier ja nicht. Sieht man das nicht? Ich gehöre der 7. Kavallerie an. Als Trompeter, um genau zu sein. Und Sie recken Ihr Instrument stolz in die Höhe, was? Sehr witzig. Ich bin derjenige, der die Bataillonstrompete spielt. Verstehen Sie, was ich meine? Ehrlich gesagt, nein. Wissen Sie nicht, was im Western passiert, wenn die 7. Kavallerie kommt? Dass man immer Tetere-Tetete hört? Der das schmettert, das bin ich. Jetzt begreife ich. Und? Macht das Spaß? Am Anfang ja. Aber mit der Zeit wird es langweilig. Man muss immer dasselbe spielen. Ich würde so gern ein anderes Instrument spielen. Etwas Cooleres, wie E-Gitarre. Aber Hauptsache mal was anderes. Eine E-Gitarre im Wilden Westen? Meinen Sie, dass man damit Erfolg haben kann? Aber Logo, haben Sie denn nie Ennio Morricone gehört? Ich kenne mich nur mit Udo Jürgens aus. Darüber hinaus... Mann, hat der eine Fahne. Ach, der Typ hat mehr Intus als Jeff nach dem Tag, an dem Mr. L die Minibar seines Büros offen ließ. Den spreche ich lieber nicht an. Er könnte wütend werden. Achso, dann können wir nicht sprechen. Da herum haben wir ein Glas und ein Komparse. Lea, komm zu Papa. Gut, wir haben ein Glas. Der Junge da sieht etwas traurig aus. Vielleicht können wir ihn aufmuntern. Hallo, Sie sehen etwas mitgenommen aus. Bin ich auch. Das bringt der Beruf so mit sich. Welcher Beruf? Ich bin Komparse. Sie wissen schon, einer der Statisten, die da sind, um das Bild zu füllen. Ach, das ist Ihr Job? Genau. Traurig, was? Und warum machen Sie nicht mal was anderes? Hauptrolle in einem Adventure oder sowas? Weil ich sonst nichts kann. Ich bin schon recht lange dabei. Ich würde gern Sheriff werden, aber immer kriegt John Wayne die Rolle. In jedem Film. Er spielt immer den Sheriff. Es wäre schön, wenn jemand den Sheriff erledigen würde und die Rolle frei würde. Dann könnte ich Sheriff werden und alles sehe anders aus. Können wir ihm den Schlüssel geben? Das klappt nicht. Nicht. Hätte er sein können. Ja, was sagt denn der Barkeeper? Tagchen. Was wollen Sie? Früher wollte ich Astronaut werden, aber ich glaube nicht, dass ich es noch schaffen kann. Nicht doch. Ich meinte, was Sie trinken wollten. Ah, in dem Fall... Wer spielt da Poker? Das ist Ernest Sullivan Andrews. Kennen Sie ihn nicht, amigo? Ehrlich gesagt, nein. Er ist wahrscheinlich der größte und bekannteste Spieler der Gegend. Er hat noch nie ein Spiel verloren. Und wie macht er das? Er schummelt, und zwar fantastisch. Ein guter Rat, amigo. Spielen Sie nicht mit ihm. Keine Sorge, ich bin so ein schlechter Verlierer, dass mit mir nicht mal jemand Mühle oder Mensch ärger dich nicht spielt. Aber Jeff muss aufpassen. Er kann Poker spielen. Ah ja. Stört Sie der betrunkene Typ dort nicht? Ach, das ist Jimmy, der Waffenhändler. Er verbringt ganze Tage im Alkoholrausch. Es ist sehr traurig. Aber er ist harmlos. Normalerweise lassen wir ihn dort, bis wir schließen. Und wenn Sie schließen? Dann bereite ich ihm mein Rezept, das Betrunkene weckt. Von dem Gebräu muss man sich zwar übergeben, ist aber sofort wach. Leider habe ich keine Zutaten mehr dafür. Wenn Sie was davon haben möchten, müssen Sie erst die 4 Zutaten, die ich brauche, besorgen. Oh, wir müssen 4 Zutaten besorgen. Wie originell. Das sagt ausgerechnet Fred aus dem Westen. Schon gut, war nicht gegen Sie gerichtet. Notieren Sie. Ich brauche
Lebertran, Kaktussaft, Tintenfischtinte und ein wenig Tequila. Wenn Sie das alles bringen, bereite ich Ihnen etwas von meinem Anti-Suff-Trank, der Betrunkene weckt. Tja, ich habe einen Freund in der Gegend. Ich kann mir denken, dass er mir hilft. Vertrauen Sie mir. Bald haben Sie Ihre 4 Zutaten. Ja, wir brauchen Zutaten. Jetzt habe ich aber Entschuldigen Sie, was brauchen Sie für den Trank, der Betrunkene weckt? Ich brauche Lebertran, Kaktussaft, Tintenfischtinte und ein wenig Tequila. Nettes Plätzchen. Was kann man hier trinken? Das ist ein Saloon. Wir servieren nur Whisky. Tja, dann wird Jeff diesen Ort ja richtig ins Herz schließen. Manchmal serviere ich auch Tequila, weil Pancho, der Mexikaner, ihn oft verlangt. Aber ich habe ihm heute die letzte Flasche verkauft, deshalb kann ich jetzt nur Whisky anbieten. Gut, dann vielleicht später. Es ist sehr gefährlich, in betrunkenem Zustand die Hauptrolle in einem Grafik-Adventure zu spielen. Wie Sie wollen. Dann mal, gute Reise. Ich gehe hier doch gar nicht weg. Aber ich? Gut. Also wir müssen Zutaten besorgen, und zwar 4 Stück. Unter anderem Lebertran, Kaktussaft, Tinte und Tequila. Ja, wir haben ja Tinte haben wir schon. Jetzt gehen wir mal mit dem Smart da rein. Vielleicht kann der da was ausrichten. Solange der Besitzer mich anschaut, kann ich das Teil nicht mitnehmen. Jetzt wenn wir... Moment. Den Besitzer vielleicht ablenken. Vielleicht funktioniert das da. Hallo. Hallo, wie geht's? Möchten Sie noch einen Blick auf dieses Wunder von Sarg werfen? Ehrlich gesagt, ja. Könnten Sie ihn mir noch mal zeigen? Aber gerne doch, bitte. Der sieht gut aus. Und was möchten Sie genau wissen? Und du bist weg. Ja, das war's mit der Säge. Ganz gut. Fürs Erste habe ich genug gesehen. Bis bald. Auf Wiedersehen, Herr Kollege. Wenn Sie noch etwas brauchen, wissen Sie schon, wo Sie mich finden. Richtig. Jetzt fragen wir mal. Entschuldigung, Ja? sind Sie der Bestatter von Western City? Ja, der bin ich. Hätten Sie vielleicht einen Kranz zu verschenken? Am liebsten mit der Widmung für Bakterius aus Freude und Dankbarkeit für die vielen Jahre. Wir haben leider keine Blumen. Wer welche möchte, muss sie selbst mitbringen. Verstehe. Als potenzieller Kunde möchte ich mich über die unterschiedlichen Tarife, Angebote und Sonderrabatte informieren. Das neue Reformgesetz hat das Preisgefüge völlig verändert. Da uns die neuesten Informationen noch fehlen, kann ich Ihnen leider nichts dazu sagen. Was soll das heißen? Und was passiert, wenn ich hier sterben sollte? Wer wird sich um mich kümmern? Machen Sie sich keine Sorgen. Die Geier sind rund um die Uhr im Dienst. Na sowas. Dann warte ich lieber, bis die neuen Preise feststehen. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich umsehe? Sie können sich ruhig umsehen, aber bitte berühren Sie nichts. Okay, dann gehen wir mal in den Saloon. Hallo, spielen Sie Poker? Ja, mein Herr, ich bin der Abzocker der Stadt. Habe ich Ihnen gesagt, dass ich Abzocker bin? Ja, das haben Sie. Caramba, ich habe gerade ein neues Wort erfunden. Bin ich genial. Es klang wie Dings oder so. Ich wollte sagen, dass ich der hiesige Abzocker bin. Ohne Angabe. Und ich schummle nie. Wollen Sie eine Runde mit mir spielen? Poker, verdeckt oder offen? Mindesteinsatz $20. Ich hoffe, wir müssen nicht mit dem spielen. Weil vom Pokern habe ich keine Ahnung. Hallo, Amigo. Sie sehen mitgenommen aus. Bin ich auch. Schuld daran ist dieser blöde John Wayne. Er kriegt immer die Rolle des Sheriffs, immer er. Und wer sind Sie? Ich bin niemand. Deshalb bin ich ja so traurig. Ich bin nur ein Komparse, laufe oder stehe in der Gegend herum, damit der Schauplatz belebter wird. Halten Sie das vielleicht für einen richtigen Job? Und warum gibt man Ihnen nicht die Rolle des Sheriffs? Weder die Rolle des Sheriffs noch irgendeine andere.
Angeblich sehe ich nicht hart genug aus. Es wäre schön, wenn jemand den Sheriff erledigen würde, sodass seine Rolle frei wäre. Dann könnte ich den Sheriff spielen und alles sehe ganz anders aus. Okay, er jammert immer noch. Hallo, amigo. Gehören Sie nicht zur 7. Kavallerie? Was machen Sie hier allein? Ich trinke ein Gläschen. Sieht man das nicht? Schon, aber da ihr immer alle zusammen unterwegs seid, um auf die armen Indianer zu ballern, Hey, bloß nicht ungerecht werden. Das passiert nur im Western. deshalb, ja, das meine ich. Außerdem ballere ich nicht in der Gegend herum. Ich bin der Trompeter. Ich blase zum Einmarsch und zur Attacke. Es scheint Ihnen keinen Spaß zu machen. Touché. Ich habe es satt, immer dasselbe zu spielen. Jetzt würde ich gerne ein anderes Instrument spielen, etwas richtig Cooles. Vielleicht Schlagzeug. Aber ich weiß nicht, ob das den Leuten im Fort gefallen würde. Das hängt davon ab, wenn Sie Forte spielen. Ich glaube, ich trinke noch einen, bevor ich mich totlache. Genau. Ich glaube nicht, dass er wach wird, nur weil ich ihn anbrülle. Ja, dann müssen wir sowieso das Ding mixen, damit wir den wach kriegen. Hallo, Was wollen Sie, amigo? Haben wir denn Whisky? haben Sie Whisky? Natürlich haben wir Whisky. Wir haben hier nichts anderes. Das ist ein Saloon. Mir gefällt es hier. Nur schade, dass das Angebot etwas eintönig ist. Naja, manchmal serviere ich auch Tequila. Ich importiere ihn extra für Pancho, einen meiner Kunden. Aber heute habe ich ihm die letzte Flasche verkauft. Wer ist denn Pancho? Er ist Mexikaner. Seine Arbeit besteht darin, Siesta zu machen. Klar, wie im Film. Das ist typisch. Finden Sie es nicht ein bisschen herabwürdigend? Geben Sie nicht mir die Schuld, amigo. Ich bin nur eine Figur. Ich habe mir keine Stereotypen ausgedacht. Wenn ich es getan hätte, wären alle Barkeeper im Wilden Westen Millionäre und hätten Villen voll oben ohne Mädchen. Sie haben ein schönes Städtchen. Dankeschön. Wenn ich ehrlich bin, war es ein hartes Stück Arbeit, den Indianern das Land wegzunehmen. So, dann haben hier früher Indianer gelebt. Aber klar, tatsächlich leben noch heute Indianer hier in der Nähe. Die wenigen übrig gebliebenen sind damals mit eingeklemmten Bogen in den Norden geflohen, ans andere Ufer des Flusses. Und fürchten Sie nicht, dass die Indianer aus dem Reservat eine Gegenoffensive starten? Das bezweifle ich stark. Außerdem ist das alles so lange her und sie haben das Kriegsbeil begraben. Verstehe. Selbstverständlich nichts. Okay, also der Tequila, der ist dem Mexikaner verkauft worden. Ja, und einen Mexikaner haben wir am Bahnhof. Und das hat er gekostet, wir brauchen Kaktussaft und Kaktus habe ich da rumgesehen. Und ein Glas haben wir ja. Können wir denn damit irgendwas machen? Nada. Geht nicht. Geht nicht, aber wir haben eine Säge. Vielleicht können wir den Kaktus umschneiden. Da tut sich nichts. Nix. Hätte ja sein können. Können wir denn mit der Säge da irgendwas machen? Das klappt nicht. Ah, nicht. Gut, Tinte brauchen wir für den Trank. Jetzt werden wir mal zu dem Mexikaner schauen. Genau. Zu dem schauen wir jetzt einmal. Gibt es da drin irgendwas Neues? Nichts Neues. Wo ist eigentlich John Wayne gekommen? Halt, darin ist er nicht.
Da ist der Mexikaner. Man hat uns gesagt, dass du die letzte Flasche Tequila aus dem Saloon hast. Kannst du mir ein bisschen davon abgeben? Ich brauche den Tequila wirklich. Hör mal, ich kann den ganzen Tag hier bleiben. Ich habe Zeit. Wenn du schlafen möchtest, gib mir einfach den Tequila und ich verzieh mich. Klar? Ah ja, gut. Tequila haben wir. Ja, nun stellt sich die Frage, können wir eigentlich die Sachen, die wir haben, von Charakter zu Charakter wechseln? Jetzt wenn wir ihm da den Tequila geben, Völlig sinnlos. können wir nicht. Das ist Jeff, mein Boss. Er scheint leicht gestresst zu sein. Ich hoffe, es gibt da keine Schwierigkeiten, wenn jeder da irgendwo Obwohl sagt, ich überhaupt nicht eingebildet... Völlig sinnlos. gut. Also ich würde mal sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und machen dann beim nächsten Mal da weiter.